Demonstration ca. 200 Personen. Es ist Flüchtlingsbewegung von Ostenholz nach Westenholz. Straße blockiert, Angriff zum Stehen gekommen. Boot erkundet Umgehungsmöglichkeit sofort beiderseits, um Angriff schnellstmöglichst weiter fortzusetzen kommen. Die Hauptgefechtstand verstanden, Ende. Kommandeur an alle. Gefechtsbefehl in 1. Gefechtsbefehl, Schreitbereitschaft. Kommandeur an alle. Gefechtsbefehl. Panzerbataillon mit Spitzen auf Höhe Hexberg. 3000 südwestlich Bad Böhmen. Auf dem Marsch nach Südwesten. Kräfte der Panzerabwehrreserve und beweglichen Sperrabteilung. Als Flankensicherung vermutlich im Höhengelände Gold-Bockenberg und zwischen Westenholz und Ostenholz. Angriff rechts zum Stehen gekommen. Nachbarn unverändert. Daher, neue Absicht. Taskforce aller, greift aus Zwischenziel 1 im Keil. Hauptgefechtsstand hier ruhende Staffel. Arbeitsbereitschaft hergestellt. Lagerplatz. Kommen. Hier Hauptgefechtsstand, Lagerplatz, warten Sie. Lagerplatz. Feind. In Westenholz Heckenschützen. Gezielt 2. In Ortschaft Verschanzt. In Westenholz. Demonstration. 200 Teilnehmer blockieren die Annäherung von Motor und Der S3. Der Aufklärungs- und Verbindungszug hält außerdem die Verbindung zur nächsthöheren Führungsebene sowie auf Befehl zu Nachbarn und anderen Einheiten im Verantwortungsbereich des Bataillons. Der AV-Zug des Kampftruppenbataillons wird durch einen Offizier geführt. Dieser setzt auf Befehl die Gefechtsaufklärung des Bataillons in Verbindung mit dem S2-Offizier ein und koordiniert zusätzlich die Aufträge der Verbindungs- und Erkundungsgruppe. Für die Erfüllung seiner Aufträge stehen ihm Spähwagen Fennec, Wölfe sowie Kräder zur Verfügung. Soeben ist der Brigadebefehl für die Fortsetzung der Operation eingetroffen. Der S3-Stabteilung der Lage nach Erhalt des neuen Auftrages unter Zeitdruck und parallel zur Führung des Gefechtsstandes im laufenden Gefecht. Für mich ergibt sich folgender Zeitplan für die Stabsarbeit. Der Kraftmelder braucht alleine 15 Minuten, um von hier bis zur BW-lichen Befehlsstelle zu kommen. Das heißt, wir haben genau 30 Minuten Zeit für die Beurteilung der Lage und das Anfertigen sämtlicher Unterlagen. Ich schlage vor, zunächst die gemeinsame Geländebeurteilung, dann es wird in der Mitte geteilt durch die Stadt Bergen. Wüstenniederung und Rotes Moor bieten feindlichen Kräften Annäherungsmöglichkeiten nur für Gefechtsaufklärung. Eigenen Kräften die Möglichkeit, auf die Behördenstellungen mit Wirkungsmöglichkeiten auf 2000 zu wirken. Hier ist der Ansatz von Panzergrenadierkräften zu überwachen ausreichend. Bleckmer Berg und Ostberg davon bietet dem Feind Annäherungsmöglichkeiten mit 2 Kompanien nebeneinander, gedeckt aus dem Röppetal. Moment mal. AV-Zugführer zu mir. Bataillon hat einen neuen Auftrag. Nicht der Angriff ins Angriffsziel, sondern Nehmen und Halten Zwischenziel. Mech-Bataillon vor Taskforce Essel bereits zerschlagen. Streichen Sie alle Aufklärungsaufträge Ost-West Zwischenziel 2. Der Bataillonskommandeur hier ans Gefechtsstand kommen. Hier Bataillonskommandeur. Hier ans Gefechtsstand. Vorschlag. Neuer Schwerpunkt Gefechtsaufklärung Bataillon jetzt Rattetal. Hier Bataillon. Gefechtsaufklärung jetzt Rattetal. Schlagen Sie mir den Ansatz Ihrer Kräfte vor.
schlage vor, zunächst im Norden mit der Optionsgruppe Fennec 1. Bewegliche Befehlsstelle zurzeit, Nordrand Sörenberg. Der Kraftmelder muss die Unterlagen, die wir zusammengestellt haben, vorläufiger Operationsplan und Brigadebefehl, sofort zu ihm bringen. Er wartet schon drauf. Ja? Einweisen Ende. Ich weiß den ein. Und die 3. Panzergrenadierkompanie. Hier auf Gefechtsstand. Melden Sie eigene Spitzen. Kommen. Hier Kompaniechef, 2. Panzergrenadierkompanie. Meine Spitzen, 500 nördlich Osten. Hier auf Gefechtsstand. Verstanden, Ende. Auf Gefechtsstand. Auftrag! Überbringen Sie sofort diese Meldung an den Nachschubdienstfeldwebel 2. Panzergren. Soeben verlässt der Verpflegungsgruppenführer seinen Bereich, um Verpflegung und Marke Zenderbahn auf der Brigade Nachschubpunkt zu empfangen. Sie hören nun auf dem Kompanieführungskreis. Führer Einsatzraum, hier Transport zum Führer. Ich habe ein Problem. Kritischer Ausfall TA. Hier Führer Einsatzraum. Sofort Verbindungsaufnahme mit technischer Gruppe. Schauen wir ihn. Solche Meldung kann ich derzeit nicht gebrauchen. Schauen Sie bitte zum Pult. Ich bin Hauptfeldwebel Wegenert, Transportzuführer der Taskforce Allard. Meine Teilnahme hat den Auftrag, die Versorgung der Kompanie mit Mengen Verbrauchsgütern wie Munition und Betriebsstoff sicherzustellen. Ich erhalte meine Aufträge bei dem Truppenversorgungsbearbeiter vom S4-Stabsoffizier. Gemäß Auf... Sie sehen parallel im rechten Bereich die Verbindungsaufnahme des Nachschubdienstfeldwebels des Großpanzergrenzes mit der Stelle Info. Um alle erforderlichen Informationen und die aktuelle Lage im linken Bereich nimmt der Kompaniefeldwebel Verbindung mit dem Feldküchentrupp auf und verlädt dort die Verpflegung und fließt nach Abruf des Nachschubdienstfeldwebels auf. Führer aufgenommen. Mein 5-Tonnen-LKW ist bereits beladen. Ich benötige nur noch die Estrandrollen, die soeben verladen werden. Der 2-Tonnen-LKW des Kompaniefeldwebels verlädt die Verpflegung und ist dann marschbereit. Übersperren und eigene Lage. Befragt Gefangene nach Eintreffen. Des Weiteren werden im Einsatzraum 4 Gefangene zugeführt. Personalersatz für 4. ein MKF-Kampfpanzer, 2 Richtschützen, 2 Ladeschützen und ein Kommandant. Der Führereinsatzraum stellt eine Erkundungsgruppe zusammen und gibt den Vorbefehl auf der Zelle Führereinsatzraum. Herr Oberleutnant, Lage unverändert. Auftrag. Sie führen das Erkundungskommando in den neuen Einsatzraum Hürsten. Abmarsch frühestens 17:00. Sie stellen das Erkundungskommando aus. Den Transportzugführer, einen S4-Unteroffizier, einen Unteroffizier der Mattgruppe, einen Unteroffizier der Verpflegungsgruppe und einen Rechnungsführer zusammen. Des Weiteren nehmen Sie einen Unteroffizier der technischen Gruppe und eine Soldatin vom Feldkabelbautrupp mit. Denken Sie an unsere Kraftmelder und vergessen Sie nicht schon wieder die Kraftmelder der anderen Kompanien. Sie stellen unsere Aufnahme sicher und verbleiben vor Ort. Erstellen Sie eine Einsatzskizze und lassen Sie mir diese durch den Kraftmelder zukommen. Noch was. Wir haben bereits Meldungen über versprengten Feind und irreguläre Kräfte erhalten. Also, Augen auf!
Sie bitte nach rechts. Der S3-Stabsoffizier wird über das Eintreffen der Gefangenen informiert, sodass er dem S2-Personal den Auftrag zur Befragung der Kriegsgefangenen und der Auswertung von erbeutetem Material geben kann. Die Kriegsgefangenen werden dann durch Kräfte der Einsatzbrigade übernommen und dem Kriegsgefangenen-Sammelpunkt der Brigade zugeführt. Des Weiteren Der LKW Multi ist ein geländegängiges Fahrzeug mit 400 PS Motorleistung. Die maximale Zuladung beträgt 16 Tonnen. Er hat eine Reichweite von ca. 800 bis 1000 Kilometer. Die Ladefläche dieses Fahrzeugs kann durch eine hydraulische Anlage innerhalb weniger Minuten ausgetauscht werden. Bedient sind diese Anlage durch den Kraftfahrer. Das 2-Tonnen-Flat des LKW Multis, auf dem sich die Ladung befindet, kann zu 100% von der Mobilität des Fahrgestells getrennt werden, sodass das Fahrzeug schnellstmöglich zum Lokbataillon zurückverlegen kann, um ein neues Flat für nachfolgende Versorgungsaufträge aufzunehmen. Das abgelegte Flat verbleibt zunächst hier im Einsatzraum der Versorgungsdienste des Bataillons. Nachdem die Munition übernommen wurde, wird diese für die jeweilige Kompanie nach Bedarf zusammengestellt. Die Versorgung mit Betriebsstoff. Der STW ist ein Fahrzeug mit einer Motorleistung von 310 PS. Die maximale Zuladung beträgt 18.000 Liter. Er hat eine Reichweite von 700 Kilometern. Innerhalb von 4 bis 5 Minuten ist er in der Lage, einen TA mit 4.600 Liter zu befüllen. Da in diesem Fall nur 3.000 Liter Betriebsstoff benötigt wurden, dauert der Betankungsvorgang zwischen 2 bis 3 Minuten. Sie sehen halb rechts das Auffahren des geforderten Transportraums für den Verbundentransport. Nachdem der eingesetzte Führer eine kurze Einweisung gibt, verlässt die Fahrzeugkolonne nach Abmeldung über die Stelle Info den Einsatzraum. Nach Instandsetzung verlässt der SPZ Marder den Schadmaterialsammelpunkt und meldet sich bei seiner Kompanie zurück. Der FKL des Bergetrupp hat ein Fahrzeug mit Ölverlust geborgen und schleppt das Fahrzeug zum Schadmaterialsammelpunkt. Das Schadfahrzeug wird sofort zur schadensbezogenen Eingangsprüfung vorbereitet. Schauen Sie nach links. Fahrzeug hat Ölverlust. Ja gut, alles klar. Transport in Grüner, ich bin gleich hoch und die Fahrzeugdaten auf. Alles klar, gleich. Ja, bis gleich. Der vorhin geschilderte ausgefallene SPZ Marder bei 5. Kompanie wurde durch den System-Instandsetzungsfeldwebel vor Ort geprüft. Gleichzeitig hat der technische Stabsoffizier einen Schwerlasttransporter zum weiteren Abschub bei der Brigade angefordert, da die erste Kompanie führen kann, um das Schadfahrzeug aufzunehmen. Der Truppführer des SLT führt nun den SLT aus dem Abrufraum nach.
Schwerlasttransporter Elefant mit seinen 735 PS Motorleistung ist mit seinem vierachsigen Anhänger in der Lage, alle in der Bundeswehr befindlichen gepanzerten und ungepanzerten Fahrzeuge bis zu einem Gewicht von 50 Tonnen zu transportieren. Er hat eine Reichweite von 500 bis 700 Kilometer. Durch lenkbare Achsen im Sattelanhänger ist er in der Lage, auf kurvige Strecken zu befahren. Der Wendekreis beträgt gerade mal 24 Meter. Zur Besatzung gehören 3 Soldaten. Das Logistikbataillon der Brigade verfügt über 6 Schwerlasttransporter. Der Bergepanzer hat 830 PS. Er kann mit seinem Ausleger bis zu 20 Tonnen heben. Außerdem verfügt er über eine Hauptwinde, die mit Einfachzug 35 Tonnen Zugkraft ausstreckt. Der Bergepanzer kann alle Kettenkfz bis 56 Tonnen bergen. Die Besatzung besteht aus 3 Soldaten, den Bergetruppführer, den Kraftfahrer, der gleichzeitig Bediener ist, und einem Bergesoldaten. Beim Verladen eines und bei der Versorgung mit Mengen- und Einzelverbrauchsgütern. Kommen wir nun zur Lage.